Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Und ja, die Schnaufgeräusche sind mal wieder sehr, sind eine gute Wohltat wieder für mich. Oh oh, bitte nicht in die Schule wieder. Bitte nicht wieder in die Schule. Ah, okay. Die Mine ist ja schon schrecklich genug. Kann ich die Fackel nehmen oder so? Schade. Ah, dass der sich nicht irgendwas... Wow! Pfui! Dass der sich nicht irgendwie, eine Fackel oder irgendwas zum Wehren nimmt. Ich meine, jeder normale Mensch steht doch auch mal noch einer Waffe gucken oder so. Okay, du machst mir nichts mehr, du bist mumifiziert. Oh, na großartig. Na großartig. Jetzt war ja noch ein Eissturz. Das ist ja schön gut, aber mit nur einer Batterie im Sack ist es schon ziemlich schwierig. Da neben grenzt da was ab. Da vorne ist der Eissturz. Ich mag mal den Eissturz mal angucken. Okay, den filmt er glücklicherweise auch nicht. Mann, scheiße. Schnauft mal wieder stark. Oh Mann, ist das unangenehm. Ständig dieses Schnurren von einem Monster-Tiger. Das nimmt er auf. Okay, das nimmt er jetzt auch wieder auf. Und was sagt er dazu? Speichert auch an der Stelle. They lived down here. No, not lived. I had to find Lynn. I hoped I hadn't already. Okay. Wie hieß das jetzt? Aufnahmen ansehen. Gehäuteter. Ja, ich habe ihn da im Hintergrund schon sehe. Wieder so ein Skinner. Oh Mann. Das ist furchtbar. Da ist er. Skinner. Lachs. Und du auch noch einer. Skinner. Hi, mit seiner schicke Leggings. Du auch? Ja, du natürlich auch. 3 Skinner, die da rumsitzen. Igitt. Furchtbare Leid. Schick. Wie sieht's denn da aus? Da ist nix. Okay. Da ist ein Loch mit Händen. Da werde ich wohl durchklettern müssen. Okay. Na gut, dann muss ich wohl durchs Loch. Wie allzu oft bitte jetzt kein Erdbeber oder ein Steinschlag oder sowas. Ah, Batterie. Sehr cool. Ich glaube, das ist das einzig Coole, was ich hier unten noch finden werde. Oh, hoppla. Bitte steh nicht auf. Bitte steh nicht auf, du Typ. Ja, ich hoffe, der stirbt. Der steht jetzt halt wieder auf. Auf sowas kann ich definitiv verzichten. Okay. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wieder in irgendeinem alten Minenschacht. Da sind Schäm die Schränke. Und da geht's da irgendwo hier. Da ist eine Schäm dich Tonne. Und da ist eine Batterie. Geil. Ich werde sie gebraucht. Oh, da kommt was. Da kommt was. Aufsperre und weiter. Oh, Spinnenmusik. Oh. Natürlich. Oh Gott, oh Gott. Das macht mich jetzt gerade wieder etwas... Instant Kill. Scheiße. Okay, jetzt weiß ich zumindest Bescheid. Zum Glück kam kein goldener Tropfen in meine Hose dabei. Oh Mann. Okay, da ist wieder Schäm dich Tonne, da ist Batterie und dann Renn. Dann hier ist Renner, Aufsperre und fort hier. Zack und zack. Genau, da war das. Wieder zurück, dann kommt da irgendwas Furchtbares. Hau ab. Hau ab, du Schimmler. Okay, da geht da rein. Ah, das ist unser Instant-Kill-Typ.
Ich gehe jetzt einfach mal hier vorbei. Ich befürchte nämlich, auf der anderen Seite sitzt genauso einer. Oh Mann. Okay. Na, der ist lieber ein Salat. Fort hier. Hi, was ist denn hier Schönes? Oh oh. Ich will das aber noch aufnehmen. Okay, das habe ich zumindest noch. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Nett. Die können jetzt machen, was sie wollen. Das habe ich zumindest noch aufnehmen können. Hi, Grunzi. Hau ab, Grunzi. Ich hasse dich, Grunzi. Verpiss dich. Mann, lass mich doch in Friede, Grunzi. Mistkerl. Grunzeli, Dunzeli. Tschüssi. Okay. Versteht zwar nicht, was es da so saublöd zu lachen gibt und so, aber ja. Dann suche ich mir doch mal so einen Schäm-dich-Schrank. Geht um Reihe. Ja. Und gucken wir mal Hauttapete an. Decorated with the dead. I checked faces looking for Lynn. Looking for my own. For Jessica. Okay. Ich glaube, du stolpert einer rum. Aber lass mal dem rumstolpern. Wir wissen ja, wo wir wieder lang zu gehen hin. Uiuiuiui. Mann. Gerade noch mal gucken. Oder horche. Okay, du ist einer in der Nähe irgendwo. Also die suchen wieder sehr energisch nach uns. Jetzt habe ich auf jeden Fall aber das Ende Ding gefilmt. Und jetzt machen wir einfach mal wieder was Waghalsiges. Ich gehe hier raus. Und ich flitze jetzt, was es Zeug hält. Weil der Typ ist jetzt bestimmt weg. Das heißt, ich kann jetzt auch da durch. Bei der Hauttapete. Ja. Sehr gut. Okay, falscher Weg. Da kann ich runter. Ich sollte mich etwas beeilen. Geht es zu? Ja. Das machen wir mal vorsichtshalber auch. Und ja. Okay. Da gibt's Verband. Den brauchen wir aber gerade nicht. Mist, ich bin in eine Sackgasse reingerannt. Moment. Bin ich da wirklich in eine Sackgasse reingerannt, oder? Ich höre keiner da hinter uns. Ist das eine Sackgasse, oder ist es der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Ich könnte das Teil theoretisch noch davor schieben, aber ich glaube, das bringt uns nichts. Weil, wir können ja hier nirgendwo raus. Blöd. Okay, dann bleibt uns so nichts anderes übrig, als wieder hochzugehen. Aber ich glaube, die haben uns der Flucht eh nicht so wirklich bemerkt, die Kerle. Dann müssen wir wohl doch wieder... Naja, da ist es... Ah ja, okay, das können wir doch noch benutzen. Mit lauter dekorative Tierschädel drin. Wie man das in Waldsee halt so macht, in der Mine. Und wo können wir dann jetzt durchgehen? Nirgendwo hier? Bringt uns das nichts? Echt nicht? Ja, das ist ja blöd. Warte mal. Kann man da nicht irgendwie drüber springen und das dann... Moment. So. Da müssen wir ja offensichtlich durch. Ne? Also es scheint ja so, dass wir hier durch müssten. Dann sollten wir das Ding vielleicht weiter zurückziehen. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal, das sehen wir mal. Weiter geht er hier nicht. Nee, das bringt uns gar nichts. Vielleicht können wir es aber so auf die rechte Schiene drüber schieben. Nee. Bringt uns auch nichts.
Oder können wir uns so durchdrücken oder so? Nee, das geht leider auch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass das der Weg ist, wo wir weiter hier durch müssen. Tja, wie lösen wir das? Haben wir da irgendeine Stange, die die Schiene ändert? Du bestimmt doch, oder? Hier in dem Bereich. Gibt's doch bestimmt so einen Lore-Heber oder sowas. Verstanden. Hab's kapiert. Okay. Wir müssen das Ding durchziehen und dann können wir da nämlich drüber durch. Das ist natürlich logisch. Okay. So wird das gemacht. Ah ja, hier hätten wir auch nochmal einer zum Umsteller. Da können wir das Ding nämlich auch auf die andere Seite. Aber wir hätten bestimmt auch so jetzt einfach durchgekonnt. Da bin ich mal sicher. Na gut, aber wir blockieren jetzt einfach mal den Weg. Das halte ich auch für sicher. Und dann können wir dort durchkrabbeln. Und die Hälfte ist wieder geschafft. Oh je, er hört wieder die Stimmen von dem furchtbaren Parre. Ich glaube nämlich, dass der das ist. Also mittlerweile glaube ich, dass der Parre der Dämon ist. Also, dass der den eigentliche Parre zum Dämon verzerrt. Der Mann mit dem Feuermal. Beziehungsweise mit der Halbglatze. Das könnte der Weg sein, oder? Ja, könnte der Weg sein. Und hier liegt aber noch was zum Leser. Und Lesestoff ist hier sowieso so selten. Dann nehmen wir einfach mal mit. Das ist wieder ein schönes Evangelium. Das lesen wir auch sofort vor. Da geht es auch nicht großartig weiter. Der ist eh schon verschimmelt. Und dann gehe ich da mal in den Fackelschein und lese es dort in aller Ruhe. Knots Evangelium, Kapitel 14. Okay. Und in den Momenten vor der Geburt wird der Antichrist im Leib erwachen und die Qualen und das Elend werden die Erde bluten und verderben. Wie Jesus Christus von Nazareth den Tod in Gottes Ehren entthronte, so wird der Antichrist die Reiter auf ihren Thron setzen, außer er wird in seiner blutigen Wiege erschlagen. Doch Ezekiel wird das ungeborene, spinnenäugige Lamm mit Klinge und Feuer richten, und die Frommen werden rufen, Halleluja! Und ihr werdet den Himmel sich öffnen sehen, und er kommt zur Erde, und Ezekiel wird auf einem weißen Pferd sitzen. Seine Augen werden Feuer sein, und auf seinem Haupt alle Kronen dieser Erde. Da muss aber ein Kopf wie Sau haben. Und er wird einen neuen Namen tragen, wie Gott es will. Und seine Kleider sollen getränkt sein in Blut. Und seinen neuen Namen soll nur er kennen. Und die Engel sollen Aasfresser sein, dass sie essen das Fleisch der Könige, der Starken und der Pferde und jener, die auf ihnen sitzen, und das Fleisch der Freien und der Sklaven. Und wenn sie euch geben vom Fleisch des verdammten Kindes, dann sei der Himmel euer. Doch schöpft das Kind Atem, erblicken die Augen des Antichrist das Licht der Welt, so werden sie das Licht der Welt verschlingen. Dann wird der Tod wieder herrschen, und endloses Leid sei der Lohn jener, die im Leiden schwelgen, und endloses Bedauern wird die Frommen quälen, unheilbares Bedauern von Sünde und Schande. Du ist irgendwie auch kein Optimist bei denen dabei, kann das sein? Einen Schluck Wasser trinken müssen. Ja, irgendwie gibt's da nichts Schönes, habe ich so das Gefühl. Mann. Die haben bestimmt auch gute Freizeitangebote, die Leute. Okay, der ist schon skelettiert. Natürlich kommt jetzt ein Steinschlag. Das war so klar. Oh, Manometer. Bitte nicht nochmal Schul. Solange wir nicht nochmal in der Schule landen, ist mir alles recht. Oh, scheiße, jetzt presst ich aber durch, bevor es echt übel wird. Ich sehe da schon der Ausgang, ich sehe da schon Licht. Ich sehe das Licht und es brennt. Okay, wow. Speichert, wir sind durch. Erste Mal. Aber das hält nicht so lang, glaube ich. Deswegen rutsch hier runter. Oder geh die Treppe runter, was auch immer. Wow. Oh, wieder das Kinderschänderlied. Oh Gott. Oh Mann. Wie tief geht's dann hier noch runter, verdammt nochmal? Oh
Gott, was gibt's hier Schönes? Außer Skelett und widerwärtige Lieder. Gott. Machen wir mal zu, hier den Scheiß. Abschließen können wir es nicht. Ich glaube, es ist keiner hinter uns und das ist wahrscheinlich mit dem Lied und so. Das ist so, wie wenn man einfach ein Lied im Kopf hat, nämlich auch. Also so wird das wohl dargestellt sei. Waren das jetzt 3 Batterien oder? Ne, es waren nur 2. Wie viel Uhr ist es eigentlich? Guck mal. Blake, ich will die Uhr sehen. Es scheint 5 Uhr oder, nee, so 10 vor 6 oder so zu sein. Also es müsste draußen eigentlich wieder Tageslicht herrschen. Wir haben jetzt hier schon Knochenleib gefunden. Wir sind halber durch bei Seite 17. Und 18 hat es insgesamt. Es ist nicht mehr lang bis Ende. Wirklich nicht mehr lang. Loving and hating God is the same thing. Like making and killing children is the same thing. She told me to meet her in the music room. Aha. So. Im Musikzimmer, ha? Boah, Mann. Ach du liebe Zeit. Sagen wir, können die nicht mal Hallo sagen? Müssen die ständig so widerwärtig rumkeifen? Das ist so eklig. Ständig dieses Können die nicht mal Hi oder er ist da oder irgendwas. Also die Ketzer finde ich ja echt blöd irgendwie. Im Vergleich zu den mit Sprechen gesegneten New Templegate Spinner. Oh Mann. Kann ich da irgendwas machen? Ich glaube, da komme ich nicht besonders weit. Springe ist hier auch eher schlecht. Was mache ich dann hier? Ich probiere es mal. Ja, okay. What have you done to Lynn? Where is she? We are creatures of appetite. I want to feel your hunger. I want to see your true face. Your seed will burn this world. Where's Lynn? I welcome her, infant lord. Naked, hiding nothing. I lay down this mess. Crazy motherfucker! I show Where my is she? true face. Show me your true face. Okay. Das ist die Val. Das ist die Val. Und die ist ziemlich arg gepisst. Okay, beend's halt. Na gut, ja. Die gute Val mag uns nicht so besonders. Oder mag uns zu sehr. Und mag uns hier mit ihrer Sexpraktiken verwöhnen. Aber Sexpraktiken involvieren bei ihr Messer. Und das ist nicht so etwas, auf was der Blake steht. Deswegen rennen wir jetzt fort. Und Burn, Motherfucker, Burn können wir auch mal machen. Hoppala, ich glaube, hier geht's lang. Ja, Val, Entschuldigung, wir könnten wohl uns irgendwann woanders treffen. Wir können auch vorher erstmal einen Kaffee trinken, bevor wir sowas machen und ein Safe Word vereinbaren. Oh, hoppla, jetzt bin ich ja voll in der Scheiße drin. Wie geht's dann hier raus? Da kann ich mich durchquetschen. Ja, wir könnten uns nur vorher auf einen Kaffee treffen und erstmal ein Safe Word vereinbaren, bevor du hier anfängst, mich mit irgendeinem Tetanus-Dolch zu schlitzen. He's come. The fruit of your lust. Na dann. Child. Your father. The Christ we deserve. Watch. Na, wenn das so ist, dann widerspreche ich mal nicht. Oh Gott. Wer könnte ihr widersprechen, so schön knusprig wie sie ist? Manometer. Also Val scheint mir irgendwie stark verbrannt zu sein. Die scheint doch wirklich... Na, Drosch im Hals. Die scheint doch durchaus was abkriegt zu haben, die Gutfrau. Und ist total verkokelt.
froh mich halt, was es damit zu tun hat, weil in Templegate sah sie ja noch normal aus, aber jetzt ist er knusprig und backfrisch. Ja, das kann ich, aber derzeit muss ich es noch nicht, oder? Oh Mann. Da funzelt wieder irgendwas. Da gibt es wahrscheinlich einen Stromschlag, wenn man sich dem Ganzen nähert. Jesus. Those wires are alive. So ist es. Where the fuck are they getting power from? There's gotta be a way to shut it off. Ja, so sieht's aus. Huiuiuiui. Das wird wieder heftig. Das wird mir wieder großartig. Oh. Hi, Val. Oh Mann, scheiße. Also die steigt uns jetzt auch noch hoch. Ich probiere es mal so rum. Dann zieht sie mich wenigstens nicht. Oh, scheiße, von Wege. Du latscht so rum. Jetzt sehe ich sie auch. Boah. Okay. Die geht jetzt so entlang. Das kann sie von mir aus machen. Ich mag nämlich da lang gehen, wo sie ursprünglich herkommen ist. Oh oh. Und mal gucken, ob das irgendwo was bringt. Um hier den dappischer Generator oder den dappischer Strom auszuschalten. Da ist mal kein Hebel oder so. Sie kommt uns auch nicht hinterher. Also das will ich auf jeden Fall noch beenden. Weil, das ist ja auch wieder meine letzte Episode, die ich am Tag aufnehme. Und dann darf die jetzt auch ruhig ein bisschen länger sein, die Sache. Wir laden jetzt mal sicherheitshalber noch. Es ist stockenduster. Hier ist es dunkel wie eine wahre Ladung Arschlöcher. Und die Tante sieht trotzdem irgendwie alles. Das finde ich skurril. Um mal ganz ehrlich zu sein. Hier ist es absolut duster und die Tante sieht trotzdem irgendwie alles. Ich freue mich, wie die das hinkriegen. Okay. Na gut. Dann mache ich mich jetzt nochmal auf dem Weg zu einem Kabel. Und hoffe, dass die Tussi mich nicht bemerkt. Natürlich. Natürlich kommt die genau dann. Da mache ich mich hier auf den Weg und gehe hier runter. In der Ecke wird sie sowieso nicht gucken, hoffe ich. Okay, du latschst jetzt wieder rum. Muss jetzt leider wieder hoch, Blake. Und wieder runter. Okay. Das sieht sie uns wieder nicht, aber er hat mal wieder zwischendurch Atem holen können. Dann schielen wir mal hoch. Okay. Dann wieder hoch mit dir. Erhebe die Herzen, wir haben sie beim Herrn und so. Okay, ich glaube, die ist jetzt so links gelatscht. Wäre die Episode halt nur ein bisschen länger. So what? Soll hier nicht euren Schade sein, wenn die Episode hier mal ein bisschen länger sind. Es ist eher mein Schade, den ich habe. Scheiße, jetzt hat sie mich gesehen. Und ich renne natürlich in die Sackgasse rein. Verpiss dich, Val. Okay, du kann ich jetzt hoffentlich durch. Okay. Na gut, das war wohl nix. Dann will ich auch sagen, ich mache an der Stelle einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Also machen's gut, ihr lieben Leute. Und bis morgen, euren Yankee.